Was geht ab, Leute? Es geht langsam wieder los. Die ESC-Zeit beginnt wieder. Die ersten Songs sind draußen. Unter anderem der deutsche Song Fire von Sarah Engels. Ich werde den heute anhören. Ich muss dazu sagen, wir haben live im Stream zusammen mit Henke und Paulo Muck auf den Vorentscheid reagiert. Das heißt, ich kenne den Song schon, hab's aber seit dann nicht mehr angehört, nicht mehr angeguckt. Das heißt, wir reagieren nochmal zusammen. Ich gebe so ein bisschen meine Meinung dazu. Aber bevor es losgeht, ich habe zusammen mit Marc Eggers, Paul Frege und mir selber einen Song rausgebracht, Mon Amour. Der klingt ungefähr so. Solange ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Kern für dich lichterloh. Die Schweizer werden es wissen, das ist ein Cover von Hecht, von Mon Amour von denen. Das ist ein Banger in der Schweiz. Wir dachten, ey Digga, wir wollen den Song nach Deutschland bringen. Wir lieben den Song, haben probiert, den so gut wie möglich zu covern. Der ist jetzt online, hört ihn euch an. Ich sag's euch, Real Talk. Das ist ein Banger. Also hört den Song an, streamt das Ding. Es ist ein Banger, aber zurück zum ESC. Rein politisch gesehen macht der ESC gerade nicht so viel Spaß, musikalisch aber schon. Deshalb werde ich auf die Songs reagieren. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich auch auf den österreichischen Song und den Schweizer Song reagieren soll. Habe ich beide noch gar nicht gehört. Vom österreichischen Song habe ich nur TikToks gesehen. Sah sehr, sehr geil aus, muss ich tatsächlich sagen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gehen rein. Sarah Engels Fire Eurovision Song Contest 2026. Hauptsache, Alessio geht's gut. Als Kind der 90er haben Christina Aguilera und Whitney Houston sie geprägt. Und hier gibt's jetzt 180 Grad Umluft. By the way, noch ganz kurz. Wir haben ja den Vorentscheid geguckt im Stream. Ich find's okay. Aber ich sag, man kann mit diesem ESC-Vorentscheid so eine geile Scheiße machen. Bisschen größere Location. Auch mal Lanxess Arena. Ich habe gesagt, Real Talk, nehmt mal ein bisschen Geld in die Hand, Deutschland. Nehmt Lanxess Arena, 13.000 Leute, absolut Cinema. Dann kommen die Songs nochmal anders rüber. Es ist okay, aber es wirkt alles leider so ein bisschen low budget. Naja, okay, Abfahrt. Startnummer 08, Sarah Engels mit Fire. By the way, immer noch ein großes Rätsel, dass die Schweiz letztes Mal 0 Punkte von der Öffentlichkeit bekommen hat. Absoluter Banger. Just know that I could take my revenge. I could go out with all of your friends. I can fake it till I make it, but I won't fake it till I make it, but if you... Also, es ist gut gesungen. Das Ding ist, wenn ich den Song beim ESC hören würde und ich würde den Song nicht kennen, ich würde mir denken, okay, einer von diesen Songs. Klassische ESC-Songs müssen jedes Jahr dabei sein, gewinnen eigentlich nie, schneiden manchmal gut ab, manchmal schlecht, aber es ist nicht mein persönlicher Geschmack. Ich sage später noch ein bisschen ausführlicher was dazu. Rein für den ESC, taktisch gesehen, glaube ich, nicht so schlecht, aber es ist nicht mein persönlicher Geschmack. Abfahrt. I wanted you to believe it. By the way, der Ton klingt irgendwie von dem Vorentscheid. Der klang ein bisschen die ganze Zeit. Es ist irgendwie nicht so, checkt ihr das so clean? Gerade wenn es um den Song geht, so Mixing, so dies, das. Ey, yo, Fernsehleute, ihr müsst da mal ein bisschen... Viel Feuer. Singen tut sie gut, kann man nix sagen. Real Talk, gesungen, mashallah. Das sieht geil aus. Das sieht aus wie so ein Low-Key Chiagu-Hintergrund bei einem Konzert. Mit irgendwie so diesem Classic-Text. Einfach nur Text, sonst nix. Das sieht cool aus. Ja, okay. Ich muss sagen, wenn man den Song beim Vorentscheid 3-mal gehört hat und jetzt wieder und mit den TikToks, ja, es geht ins Ohr rein. Es geht ins Ohr, man kennt den Song und man weiß, der Drop kommt, okay. Es ist kein schlechter Song für den ESC. Ich sage gerade so, die osteuropäischen Länder
werden das feiern, weil die kommen meistens mit diesen Songs. Kann von der Öffentlichkeit gute Stimmen geben. Ich sage aber jetzt schon fix, Gewinn auf keinen Fall. Mit so einem Song sage ich, gewinnst du nicht. Weil, ja, ich weiß, Real Talk, ich weiß nicht mal, wie man das Genre nennt. Ich würde es einfach ESC Classic Song Genre nennen. Ja, halt wahrscheinlich einfach ein Popsong mit bisschen so, bisschen Feuer, dies, das. Ich weiß nicht wieso. Ich finde, wenn Frauen so dieses Haarschwing-Ding machen, finde ich nie cool. Habe ich noch nie cool gefunden, noch nie in meinem Leben. Aber das wird auf Bühnen extrem oft gemacht. Die Haare werden geschwungen. Die Peitsche fliegt durch die Luft. Okay, jetzt. Das feiere ich. Das wiederum feiere ich. So ein klassischer ESC-Part. Ich stelle mir das dann immer auf einer großen Bühne vor, alle Lichter so. Und jetzt kommen Bongos. Achtung, Bongos. Da waren sie. Das ist halt einfach cool live. So, den Part feiere ich. Ich feiere es auch musikalisch nicht, aber ich feiere es, weil es so ein bisschen so was Episches reinbringt in das Ganze. So, das ist durchaus cool, muss man sagen. Klassischer hoher Ton, den man lange durchzieht. Absolute ESC. Absolute ESC. Hello, good evening from Latvia. It was a wonderful evening, Austria. Our 12 points go to Aserbaidschan. Okay, ja, das war der Song. Was soll man dazu sagen? Ich muss sagen, ich finde es nicht mehr so schlecht, wenn man es jetzt mehrmals gehört hat, aber das ist ja immer so mit Songs. Es ist halt so ein Safe Call. Mich würde es mal wundern, beim Vorentscheid sind zufälligerweise die letzten 3 Leute, die performt haben, in die finale Runde gekommen. Und ich glaube schon, dass die Redaktion dann sagt, okay, ihr spielt als Erster, ihr als Letzter. Bei den ersten, wie viele waren es? 9 oder so? Weil den Leuten bleiben halt die letzten Songs mehr im Kopf und dann wird wahrscheinlich mehr für die gewotet von der Jury und so. Und zufälligerweise kommen die ins Finale. Ich fand Optimist geiler. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, der war im Vorentscheid. Ultra geiler Song, sehr ruhig. Ist auch immer schwer zu gewinnen, aber die Frage ist halt, geht man beim ESC auf Geschmack oder Geschmack in meiner Welt oder Geschmack in der deutschen Welt oder geht man darauf, dass man einfach das Ding gewinnen will, weil man es gewinnen muss, so mäßig. Dann ist dieser Song safe kein schlechter Call, muss man sagen. Es ist kein schlechter Call, der wird Leute abholen. Ich sage eben osteuropäische Leute, ich glaube viele ESC-Fans werden es feiern. Es ist gut gesungen, aber es wird nicht, es wird nicht gewinnen. Wenn es gewinnt, mashallah, bin ich überrascht, okay. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich finde, Deutschland hätte mit Wavy Boy unter anderem auch irgendwie so das Potenzial gehabt, was Spezielles zu haben, wo man sich so ein bisschen was traut. Man ist wieder so den safeten Weg gegangen. Ja, es ist okay, es ist nicht mein Geschmack, aber ich sage, es wird im Finale ganz ordentlich abschneiden, aber nicht gewinnen. So viel zu meiner ESC-Jeppung. By the way, ganz kurz, wir haben uns ja auch für den ESC beworben, aber ich bin vom Song nicht so überzeugt. Wenn ich den noch irgendwann mal zeigen soll, schreibt es in die Kommentare. Digga, ich kann nicht mehr reden. Dann schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Vielleicht im nächsten Video so zeige ich den Song, dann könnt ihr ein bisschen reinhören. Ist auf jeden Fall auch ein Fiebertraum. Liked das Video, lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal, hört Mon Amour, absoluter Banger, ist auf Spotify. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschö, tschö.